Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs, wo ich euch meine Einschätzung zum kommenden Spiel in der Champions League, Achtelfinale-Rückspiel zu Hause gegen Atalanta Bergamo sage und euch zeige, wie ich die Mannschaft aufstellen würde, wobei die Mannschaft sich ja eigentlich von alleine aufstellt. Ich hoffe, ich bekomme gleich alles zusammen, was Sperren, Verletzungen, etc. angeht. Wird interessant sein. Wenn nicht, könnt ihr mich natürlich wieder klugscheißern in der Kommentare. Ist doch auch schön, oder? Also, mein Ergebnistipp ist 3-1 für uns. Ähm, Erwartungen ans Spiel ist super schwer vorherzusagen. Ich habe es schon in der PK-Reaction gesagt. Es wird interessant zu sehen sein, je nachdem, ob ja Urbich im Tor stehen kann oder nicht oder ob 'n Nachwuchsspieler im Tor steht. Es kann schon gut sein, dass Atalanta erstmal die ersten 15, 20 Minuten versucht, richtig Vollgas zu machen, gerade wenn 'n junger Goalie im Tor steht und guckt, was geht, ja? Kann uns natürlich auf der anderen Seite auch in die Karten spielen, denn wir haben halt 'ne gewisse Qualität, auch wenn nicht die volle Qualität aufm Feld stehen wird, um das dann auszunutzen und schnell 1, 2 Hütten zu machen, und dann ist der Bums durch. Dass 'n 5-Tore-Vorsprung aufgeholt wird, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich 'ne gute Performance sehen. Ähm Allein schon, weil öffentlicher Nahverkehr streikt und es für einige Fans mit Sicherheit 'n bisschen Aufwand sein wird, da hinzukommen und so weiter. Aber natürlich auch 'ne Chance für alle Spieler, die spielen werden. Ja, wir werden ja einige Spieler sehen, die wir sonst vielleicht nicht so oft sehen. Von daher, ich bin gespannt. Kann natürlich auch sein, dass Bergamo sagt: „Komm, wir gucken erst mal, dass wir die erste Viertelstunde überstehen, ja, und gucken mal, was dann Schritt für Schritt geht. Und wir gucken mal, ob wir irgendwie 1, 2 Hütten machen können noch in der ersten Halbzeit, ja, und dann zweite Halbzeit Attacke.“ I don't know. We will see, ja. Vielleicht schenken sie es aber auch ab, vielleicht glauben sie gar nicht mehr an sich, weiß man ja auch nicht. Keine Ahnung, wird man morgen sehen, ne? Schwer vorherzusagen. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein hier in die Aufstellungsgeschichte. Ich stelle jetzt einfach mal 'n Obich rein, ja. Es kann natürlich sein, dass unser Nachwuchskeeper spielt. Mir ist der Name schon wieder entfallen. Ich habe ihn grad noch gehört auf der PK. Ich bin 'n alter Mann, ist halt so. Es ist auch die einzigste Alternative, ja. Auch wenn Manuel Neuer wieder im Training ist er auf jeden Fall keine Alternative. Gut, Innenverteidigung, ja, stellt sich eigentlich von alleine auf. Ähm und zwar Jonathan Tah und Min-Jae Kim. Ja, Opa ist gelb vorbelastet. Wenn er noch 'ne gelbe Karte kriegt, ist er gesperrt. Von daher hat Kompanie auch gesagt, auf der PK wird man das Risiko natürlich nicht nehmen, das wäre dumm. Sollte es natürlich nicht anders gehen, ja, dann muss halt 'n Opa spielen und dann muss er halt auch schlau genug sein, um nicht mit 'ner gelben Karte rauszugehen. Ansonsten haben wir ja da noch die ein oder andere junge Option, ja? Also, ich persönlich würde 'n Opa nicht aufstellen und ich gehe auch nicht davon aus, dass er aufgestellt wird. Gut, hm rechte Außenverteidigung, Stani sollte klar sein. Linke Seite, ja, Conny Laimer ist auch gelb vorbelastet, wird sehr wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich würde ihn auch nicht aufstellen. Ähm Wir haben jetzt leider nicht so viel zu verlieren, ja, bei 5 Tore Vorsprung. Ähm Kann natürlich 'n schwach oder 'n schwächerer Faktor sein, Tom Bischof. Vielleicht tauschen die auch die Seiten, Bischof und Stani. Ähm Ja, aber ich gehe davon aus, wir haben natürlich noch Guerreiro, wobei wir gleich mal gucken müssen, ob wir Guerreiro nicht sogar auf der Zehnerposition benötigen. Ähm, könnte natürlich auch 'n Bischof spielen. Ja, aber er hat die letzte Zeit 'n Außenverteidiger gegeben und das war gar nicht ganz so schlecht. Von daher würde ich 'n Tom auch erst mal auf 'ne Außenverteidigerposi stellen. Ob jetzt rechts oder links, kommt sehr wahrscheinlich drauf an, wo er sich wohler fühlt. Ich fand ihn rechts immer 'n bisschen stärker, von daher würde ich den Bums drehen. Ja, auch wenn Stani natürlich jetzt auf der rechten Seite schon gut eingespielt ist, aber ich glaube, Stani kann auch mal für 'n Spiel auf links spielen. Würde ich den Bums wahrscheinlich eher so rumdrehen. Ähm ja, Mittelfeld, Kimmich ist gesperrt, Conny Laimer gelb vorbelastet, fällt aus, also bleibt eigentlich nur Leon Goretzka und Pavlo. Ja, das sind unsere beiden Optionen, die wir haben. Wie gesagt, wir hätten natürlich 'n Bischof, aber der muss halt, eher 'ne Reihe hinten aushelfen. Ja, ansonsten haben wir auch hier natürlich noch ich habe den Namen, ich komme mir auf den Namen nicht, ich kann's euch nicht sagen. Haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen jungen Spieler hinten dran.
Jetzt lass mich überlegen. Olise ist gesperrt. Da stellen wir natürlich 'n Nenny für auf. Ja, No-Brainer auf der rechten Seite, 1:1. Ähm, Harry Kane ist die Frage, wie fit er ist oder nicht, ja. Wenn Harry Kane fit, ja, let's go. Ja, Jackson ist ja nicht in der Champions League gesperrt, nur in der Bundesliga. Das natürlich auch völlig zu Recht. Ähm, Diaz sollte nicht gesperrt sein. Ne, ist ja auch nur in der Bundesliga gesperrt. Ihr merkt's, ne? Wild, oder? Wild. Man muss klarkommen, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle auf Zack. Ich weiß auch gar nicht, wie's mit Fonsi aussieht, wie fit Fonsi wieder ist oder nicht fit oder wieder längerfristig weg. I don't know, deswegen trage ich ihn gar nicht mal ein hier, ja. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir natürlich noch die Zehner-Posi. Ja, was machst du da jetzt? Musiala wird keine Option sein. Du könntest natürlich 'n Harry Kane hier hinziehen und 'n Nicolas Jackson vorne reinstellen. Oder aber du stellst 'n Guerreiro da rein, ne? Hat er schon öfter ordentlich gespielt. Von daher würde ich erst mal mit dem Rafa da anfangen und wenn das nicht irgendwie gut laufen sollte, ähm kannst du immer noch reagieren, ne? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie fit Heavy ist. Ob Heavy vielleicht sitzt Heavy auch wirklich draußen und man stellt Jackson rein. Würde ich halt auch von der Fitness abhängig machen, ja. Seht ihr natürlich schon, ist natürlich dann 'ne andere Qualität so, ja. Klar, Diaz, ich meine, wenn Diaz und Kane spielen, dann hast du 2 No-Brainer da vorne. Lenny, wenn er 'n guten Tag hat, wissen wir, wie wichtig er sein kann, grade über die rechte Seite. In der Zentrale sehe ich ihn nicht. Ist natürlich schon gut durchgewürfelt. Vielleicht wird's aber auch ganz überraschend und es kommt direkt 'n Jugendspieler rein. Ich weiß es nicht, wir werden's sehen. So würde ich die Mannschaft auf jeden Fall mal ins Rennen schicken. Und ja, ich denke, weil wir haben halt ihr seht's ja grade, ich habe jetzt hier keine großen Alternativen, die ich eintragen kann. Ja, also ich denke, wir werden schon so je nach Ergebnisstand kann es sehr gut sein, dass wir ab der 60., 70. Minute schon, den einen oder anderen jungen Spieler sehen werden, der sein Champions League-Debüt feiern darf, ja, weil wir haben da noch mal 'n schwieriges Spiel gegen Union vor der Länderspielpause und ich denke mal, so 'n Tah, so 'n Stunny sind oder auch 'n Luis Diaz oder auch 'n Heavy, je nachdem, wenn Heavy mit Jackson spielen sollte, sind natürlich Kandidaten, wo man sagt: „Jo, den kannst du dir dann auch mal nach 60, 70 Minuten rausnehmen“, ja. So Lennart Kahl, Tom Bischoff und so was, die können halt mal über 90 Minuten zeigen, dass sie für mehr berufen sind, als wie sie Spielzeit haben, ne? Genauso wie Minjay, wie Leon. Das sollte alles nicht das Problem sein. Guerreiro, Jackson, ja, die müssen halt die 90 Minuten mal gehen können. Alle anderen, ja, we will see, ne? Gut, Leute, das wäre meine Startaufstellung. Bin gespannt, wie's am Ende aussieht. Bin gespannt, was dann die neu formierte Mannschaft, zustande zu leisten ist. Und auch inwieweit, Bergamo sich noch wehren wird. Ganz interessant. In diesem Sinne, Leute, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.